Ein viel zitierter Ausspruch lautet: Leadership change is simple but not easy. Wir haben das alle schon gehört, doch was ist eigentlich genau damit gemeint? Gemeint damit ist, dass es intellektuell zu verstehen, dass man sein Führungsverhalten anpassen und ändern sollte, dass das sehr einfach zu verstehen ist. Demgegenüber das Verhalten zu ändern, im Alltag umzusetzen, dass das wiederum enorm anspruchsvoll ist. Und wenn man schaut, was Führungskräfte verbindet, die das erfolgreich geschafft haben, dann stellt man fest, dass das im Wesentlichen 3 Eigenschaften sind. Die erste Eigenschaft ist Mut, die zweite Eigenschaft ist Demut und die dritte Eigenschaft ist Disziplin. Mit Mut ist gemeint, der Mut haben, als Vorgesetzter Unbequemes anzusprechen, auf seine Defizite auch aktiv herzuweisen, sich verletzlich zu zeigen und letztlich auch sich gegenüber den Mitarbeitern entsprechend öffnen. Mit Demut ist gemeint, dass man als Führungskraft, wo man ja häufig sogenanntes Alpha-Tier ist, also jemand, der sehr, sehr gerne im Mittelpunkt steht, jemand, der gerne aktiv kommuniziert, jemand, der seine Ideen gerne einbringt, dass man sich da gezielt zugunsten von seinen Mitarbeitenden zurücknimmt und schaut, dass auch die regelmäßig zu Wort kommen und dass man die aktiv in Entscheidungen einbezieht. Und der dritte Punkt, Disziplin. Nämlich die Erkenntnis, dass es für eine dauerhafte, nachhaltige Verhaltensänderung rund 12 Monate braucht. Wenn ich Executive Coachings mache, dann zeichnen sich die genau durch die Eigenschaften aus, die es braucht, damit eben so eine Verhaltensänderung erfolgreich wird. Zum Ersten ist es Training on the Job, also man schaut, dass man die Verhaltensveränderungen im Alltag immer und immer wieder lebt. Und zum Zweiten sind die Coachings auf 12 Monate ausgelegt. Und drittens wird über die Methodik sichergestellt, dass Mitarbeiter aktiv immer wieder einbezogen werden, sodass auch diesem Aspekt von der Demut genügend Rechnung getragen wird. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wenn euch das interessiert, wie auch ihr euer volles Potenzial in der Führung ausschöpfen könnt, stehe ich euch sehr, sehr gerne zur Verfügung.